vertreiben die verdammten Yankees. Eins muss man den Yankees lassen, sie bauen verdammt feine Flugzeuge. Danke sehr. Das Bauen war einfach. Der Einsatz gegen echte Nazis ist schon schwieriger. Willkommen zurück in London, Lynch. Immer noch nicht gelernt, wie man richtig salutiert. Keine Zeit, Sir. War auf der Jagd nach Nazis. Nur weiter so, es gibt noch viele davon. Waffe fallen lassen, Schätzchen. So hübsch. Dieser Akzent, du bist keine Deutsche, du bist eine Russin. Und so klug. Was hast du hier zu suchen, Schätzchen? Bleib gefälligst stehen. Ich geb dir gleich was zum Lachen, Süße. Die Hübschen töte ich nicht so gerne. Sanitäter! Ich brauche keinen Arzt, mir geht es gut. Die Deutschen sind entkommen, Sir.
Welche Deutschen? Das Mädchen war fantastisch, Wells. Sie hatte rote Haare, eine merkwürdige Brille und diese seltsamen Pfeile. Nadja. Wer? Nadja Amanova, Russlands gefährlichste Agentin. Sie hatten Glück, Lynch. Die meisten, die sie trafen, haben es nicht überlebt. Eine Russin, ich wusste Sie es. ist jetzt eine Marionette der Nazis. Hat vor 2 Jahren bei einem Angriff auf eine geheime Waffenfabrik der Nazis in Bergen die Seiten gewechselt. Wahrscheinlich zahlt der Führer mehr als Stalin. Das glaube ich nicht, Wells. Dieses Mädchen ist keine Marionette. Ich werde sie suchen und selber fragen. Vergessen Sie, Nadja, wir haben ein größeres Problem. Am Morgen werden die Nazis General Wolfgang Hart hinrichten. Umso besser. Das spart uns Arbeit. Wir dürfen das nicht zulassen. Warum nicht? Wir hatten einen Doppelagenten in Deutschland. Ein Brite österreichischer Herkunft. Er fand heraus, dass Hart der Anführer des deutschen Widerstands ist. Russen, die für Nazis arbeiten, Deutsche, die gegen Deutsche kämpfen. Und nun ist der verfluchte Hund auf unserer Seite. Sind Sie sicher? Ich habe ihn getroffen. Wissen Sie noch? Der LKW, den Sie nicht angreifen durften. Ja, sicher. Und? Hart saß darin, deswegen durften Sie ihn nicht angreifen. Er wollte zurück nach Deutschland und gegen die Nazis kämpfen. Aber Sie haben ihn erwischt. Nun müssen wir ihn befreien. Ohne mich. Ich rette keine deutschen Generäle. Ich töte sie. Diesen werden Sie befreien. Wir brauchen Hart. Wir kommen auch ohne ihn aus. Die Nazis arbeiten schon lange an einer neuen geheimen Superwaffe. Wenn wir uns mit Hart einig werden, kann er uns helfen, den verdammten Führer in die Hände zu bekommen. Der Krieg wäre beendet, bevor diese Waffe gegen London eingesetzt wird. Oder New York. In 1 Stunde reisen Sie ab, Lynch. Aber nicht alleine. Sie werden unseren Doppelagenten treffen Auf keinen Fall. Ich vertraue keinem halbdeutschen Spion, der... Das ist Anna, Ihr neuer Partner. Ich bin dabei, Sir. Das war ein schneller Sinneswandel. Wissen Sie, Sie wecken das Pflichtbewusstsein in mir. Ihr Amerikaner haltet diesen Krieg für ein Spiel. Wir haben genau 6 Stunden bis zum Treffpunkt. Kommen wir zu spät, stirbt Hart. Nach so einem Todesurteil kann man das Leben richtig genießen. Lynch, hier ist Deutschlands größter Krieger, Roland Hellmann. Tolle Bazooka. Hoffentlich haben Sie nicht auf Amerikaner geschossen. Nur auf Russen. Hey, ich auch. Eine seltsame Russin hat britische Forschungseinrichtungen überfallen. Wells hält sie für eine Agentin der Nazis. Überfallangriffe? Wenn der Führer sie befohlen hätte, wüsste ich davon. Auch wir wurden überfallen, Lynch. Unsere Fabriken wurden gesprengt und unsere Wissenschaftler entführt. Wir dachten, dass Sie das waren. Danke für die Lorbeeren, aber das war ich nicht. Die Russen. Sie überfallen beide Seiten, stehlen Forschungsergebnisse und entführen unsere Wissenschaftler. Ich frage mich, was Sie im Schilde führen. Das können wir nur über den Kampf herausfinden. Dafür müssten wir uns mit den Briten verbünden, wenn ich nur General Wells Bedingungen kennen würde. Er hat sie mir verraten. Wir müssen den Führer eliminieren. Teilen Sie Wells mit, dass ich akzeptiere. Wir sprechen morgen mit den anderen darüber. Das ist es. Der Bösewicht Nummer 1. Dass so ein bescheuert aussehender Kerl so viele Schwierigkeiten machen kann. Heute will er im Norden seine Generäle treffen. Die Nazis sammeln sich in der Normandie, seitdem wir sie aus England vertrieben haben. Laut Geheimdienst wird der Führer den Befehl geben, wieder in England einzumarschieren. Allerdings hat er einen Plan, einen gewaltigen Haken, du Irrer. Du wirst es gar nicht zu diesem Treffen schaffen.
2, 3. Zum ersten Mal macht der Kerl etwas Kluges. Er hat es uns leicht gemacht. Zu leicht, wenn ihr mich fragt. Der Tod des Führers stürzte Deutschland in einen Bürgerkrieg. Hellmann und Hart kehrten zurück, um auch die letzten Nazis in Deutschland zu töten. Und ich? Das alliierte Oberkommando schickte mich nach Italien. Endlich Urlaub. 3 Wochen mit Wein, Pasta und heißen italienischen Frauen. Dachte ich zumindest. Stattdessen wurden es 3 Monate mit Nazis, und noch mehr Nazis. Auf euer Wohl. Der Frieden ist schon so nah, dass ich ihn fast riechen kann. Die übrigen Nazis in Italien befinden sich in dieser Festung in den Alpen. Aber in dieser Schlacht steht mehr auf dem Spiel als nur das Wohl der freien Welt. Wenn ich es schaffe, den letzten Nazi in Italien zu töten, bevor Hellmann den letzten in Deutschland zur Strecke bringt, gewinne ich seine Bazooka. Freude aller Orden. An diesem Morgen wird in Berlin mit der Unterzeichnung des Friedensabkommens Geschichte geschrieben. Die Briten, Amerikaner, Deutschen und Sowjets werden die Waffen niederlegen. Verlassen Sie die Schutzbunker, werfen Sie Ihre Essensmarken weg und genießen Sie das neue Glück. Heute Abend wird Europa endlich in Frieden schlafen. Wer es glaubt, wird selig. Ihr beide bringt euch auch immer in Schwierigkeiten. Wenigstens war diesmal keine Frau im Spiel.
Dieser Krieg hat sie kein bisschen verändert, Lynch. Vielen Dank, Sir. Was gibt es Neues? Brutaler Krieg. Stalin gegen den Rest der Welt. Anscheinend hat ihm der Tod des Führers mehr genutzt als uns. Wir haben seinen genauso wahnsinnigen Erzgegner eliminiert und ihm damit einen riesen Gefallen getan. Wie lautet der Plan? Unser Gegenangriff beginnt morgen. Die Deutschen werden im Norden zuschlagen, in Berlin. Wir greifen im Süden an, in Italien. Wir müssen es schaffen, uns in der Mitte zu treffen. Ich breche nach Berlin auf, am Hart zu treffen. Er ist das neue Oberhaupt in Deutschland. Freunde, raucht alle eure Zigaretten heute Nacht. Trinkt alle euren Whisky. Wenn ihr eine Frau findet, vergnügt euch mit ihr. Denkt nicht einmal daran. Lasst es euch gut gehen heute Nacht. Der große Kampf beginnt erst morgen. Und so begann die Mutter aller Kriege. In ganz Norditalien tobten die Schlachten. Meter für Meter drängten wir Stalins Burschen zurück zur deutschen Grenze, wo wir auf Harts Truppen stießen. Der Krieg ist schon verrückt. Wer hätte gedacht, dass die schönste Nacht meines Lebens eine Party mit ein paar Deutschen sein würde? Halt! Was ist so lustig, Süße? Der Krieg. Was ist los? Noch nie eine helläugige Frau gesehen? Doch, aber ich musste noch keine töten. Liebe macht also doch blind, oder? Ich kann keiner Frau in den Rücken schießen. Nicht einmal einer eiskalten Mörderin. Ich reiße ihm heute den Kopf ab. Sei nicht dumm, Alexei. Dieser Krieg wäre viel langweiliger ohne ihn. Aber Lynch hat eine Verletzung entdeckt. Aber der hübsche Amerikaner hat keine Ahnung, woher sie stammt. Und das darf sich nicht ändern. Die Experimente in Arkhangelsk müssen unentdeckt weitergehen. Die Russen entwickeln eine Bombe mit einer verbesserten Version derselben Chemikalie. Sowas hat bisher niemand gesehen. Wenn sie explodiert, verwandelt sie alles in ihrem Wirkungsbereich in Eis. Es gibt doch eine gute Nachricht. Die Wissenschaftler haben heimlich etwas Besonderes für den Fall entwickelt, dass sie je befreit werden. Eine neue Panzerung, den mobilen Schildgenerator. Das Wahnsinnsding wird bald einsatzbereit sein. Wird sie gegen die Eisbombe etwas nützen? Nein, gegen diese Bombe hilft nichts. Fünf, 4, 3, 2, 1. Meine Herren, ich würde das einen Erfolg nennen. Wir kennen die Gerüchte, Lynch. Eine geheime amerikanische Superwaffe. Worum geht es dabei? Wenn ich es dir erzähle, muss ich dich erschießen, Hellmann. Es ist geheim, streng geheim. Welch Pflichtbewusstsein! Du musst deutsche Vorfahren haben. Darauf würde ich nicht unbedingt wetten.
kann dir nichts darüber verraten, aber du wirst unser neues Baby mögen. Das lauteste, was du je gehört hast. Wird sie uns etwas gegen Stalins Waffen bringen? Sie muss. Wenn wir Stalin nicht aufhalten, bevor er sein Spielzeug einsetzt, werden wir in einem sibirischen Gulag enden. Und dabei gibt es kein Bier in Sibirien. Und auch keine Mädels. Deswegen marschieren wir zusammen nach Moskau, um Stalin zu überraschen. Achtung! So viel zur Überraschung. Das wird eine Sache nur zwischen dir und mir, Hübscher. Wieso? Wieso? Wells! Diese verdammte Frau ist ein Profi. Dies war meine letzte Kugel, Lynch. Dafür wird sie büßen. Dafür wirst du zahlen, Nadja. Stalin ist bereit. Wir auch. Und dieser Kampf ist mittlerweile etwas Persönliches. Ich weiß, dass du da draußen bist, Baby. Nur du und ich heute, Nadja, Schätzchen. Lass uns spielen. Feiglinge. Hi, Baby.
Jetzt fängt der Spaß an. So ein hübsches Püppchen. Jetzt tu, was ich sage. Geh hinaus und töte Helon. Wir sehen uns auf dem roten Platz, John. Das habe ich für dich ausgesucht, Süße. Endlich. Mein Rendezvous mit dem Teufel. Du gehst in die Zelle, nicht ins Grab, Baby. Wir haben heute Geschichte geschrieben. Unser Sieg wird für lange Zeit erinnert und gefeiert werden. Wir widmen den neuen Frieden jenen, die ihr Leben dafür gegeben haben. Helden wie General Wells. Auf General Wells, auf den Sieg! Ich hätte Feuerwerk erwartet. Warte ab, bis ich dich küsse, Annie. Sucht euch ein Zimmer, ihr beiden.